Natur gab Stieren Hörner, sie gab den Rossen Hufe, dem Hasen schnelle Füße, dem Löwen weite Rachen, den Fischen gab sie Flossen und Fetischen den Vögeln, den Frauen aber Weisheit. Den Frauen, nicht den Männern, was gab sie diesen? Verehrtes Publikum, wir feiern heute den 150. Geburtstag unseres Ehrenmitgliedes Konrad Adenauer. Die Sänger der Cäcilia Wolkenbusch nehmen Sie dazu mit auf eine wunderbare Zeitreise. Sie haben vorhin den Klang der Glocke am Kölner Rathausturm vernommen. Auf dieser haben die Kölner Handwerksinnungen eingraviert: unser Schirmherr, der Konrad, der ganz groß hätt regiert, hätt dat als Meister der Bürger im Rothus durch der Klüngel geliert. Und damit rufen wir unserem ehemaligen Oberbürgermeister, unserem Bundeskanzler Konrad Adenauer, heute oben im Himmel zu, dreimal von Hetze. Hu, 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 dam, 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 da, da, da. Schaut mal, da unten auf der Erde in meiner geliebten Vaterstadt singen sie zu meinem Geburtstag. Und stellvertretend für all Engel Hebove im Himmel gratuliere mir Ihnen auch von Hetze, Herr Adenauer. Danke, Jonas. Sie sind 1876 geboren, fast am selben Tag wie Dreiestein proklamiert worden ist. Das stimmt, Luca. Auch das hat mich geprägt. Und als Kind des Fastelovens haben sie immer gewusst, nur ein frohes Volk kann neue Zeiten bauen. Das ist richtig. Und darum wollen wir jetzt auch ja nicht über das Problem mit dem Zimmer hier sprechen. Was für ein Problem? Ach, nix, Herr Adenauer. Sie werden jedes Jahr ein Jahr jünger, Herr Adenauer. Ja, Sie sind eine junge Aale oder eine Aale Junge. Auf jeden Fall eine Klassiker. Die Zeit heilt Wunden. Aber sie ist keine gute Kosmetikerin. Herr Adenauer, ich möchte mich den Glückwünschen ausdrücklich anschließen. Danke. Ach, Frau Poppinger, ich bin so froh, dass Sie als meine langjährige Sekretärin im Kanzleramt jetzt auch mich hier im Himmelszimmer unterstützen. Haben Sie das auch gemerkt? Der Chor hat eben zum ersten Mal den Text vom Haydn geändert. Im Kanzleramt haben sie ja immer noch gesungen, dass bei den Männern der Weisheit läge. Und da habe ich doch schon immer gesagt, das kann ich nicht bestätigen.
Und was unsere Frauen auszeichnet, ist ja auch nicht, wie der Haydn sagt, ihre Schönheit. Nein, das ist ihre Jüte. Ja, mit der Jüte unserer Frauen haben wir viele Wahlen gewonnen. Ja, was sagen Sie, bist du bekloppt, das Problem mit dem Zimmer hier anzusprechen? Was für ein Problem? Naja, diese so. Also, es gibt eine Fürschrift, dass ein ehemaliger Bundeskanzler im Himmel nur 50 Jahre lang das Bundeskanzlerzimmer nutzen darf. Also, die Räume, Innenrichtung, Personal. Und das ist ja bei Ihnen halt verlängert worden. Und jetzt soll sie hier ausstrecken. Ja, aber mir haben gesagt, dass Sie leben, Herr Adenauer, viel mehr, als wie es der Bundeskanzler gewesen sind. Filmi. Ja, und das will man uns heute allen noch uns in Erinnerung bringen. So könnte man es vielleicht zusammen mit anderen schaffen, dass es für sie eine Sonderregelung gibt. In Köln ist es ja so, man kennt sich und man hilft sich. Genau. Und darum wird Jozedete uns erzählen, wie das alles so war und mit wem Sie also geklüngelt haben. Zuallererst, ich hatte 2 besonders jütige Ehefrauen, die mir immer geholfen haben. Emma, Mein liebes Konrädchen, alles Gute zum Geburtstag. Gussi, Minge, Conny, ich wünsch dir nur das Allerbeste. Und dazu jede jetzt ein lecker Schlückchen. Besonders guter Jahrgang 1876, wie Sie, Herr Adenauer. ...2026, wie die Zeit vergeht. Ihr ganze Leben lang hättet ihr redet, ohne die hoch ins Bann, hättet ihr redet, tät mal im Leben, sich tapfer jäbe, kühlt morg mal grad, dort wo sind Lebenshaft. Wir gratulieren zum Geburtstag Glück. Ihm zu dir verleihe uns zum Geburtstag Glück. Doch gratuliere Als Meister der Bürger hat unser Glück. Witz ungeschickt, trotz manchem Strick, fällt durch den Rücken am Meisterstück. Als Kanzler in Bonn hat endlich jetzt zu tun. Er für die Stadt stets akkurat sich drum gemacht, alles gemacht. Es sind sich mal nicht einig, all die Lück. Er war ne große Mann im Fingertick. Verleihe sich Hück noch mit großem Respekt. Er hätte verdient, er hätte verdient, er hätte verdient. Er hätte verdient, er hätte verdient, er hätte verdient. Er hätte verdient, er hätte verdient, er hätte verdient. Ich danke euch, Emma, Gussi, ich bin so froh, dass ihr 2 euch hier oben im Himmel so gut versteht. Ohne euch und eure Liebe wäre ich ein bitterarmer Mann geblieben. Gussi, du verstehst, ich muss jetzt zuerst erzählen, wie das mit meiner ersten Liebe, der Emma, angefangen hat. Selbstverständlich. Der Emma und ich haben uns nämlich kennengelernt im Tennisclub Pudelnass.
und haben 1904 geheiratet. Ich gratuliere unserem glücklichen Brautpaar, der Emma Adenauer und dem Konrad Adenauer, im Namen der ganzen Stadt. Ich habe halt bei unserer Verlovung auf dem Rolandsbore vor 2 Jahren davon geträumt, dass ich das mit dir erlebe, Konrad. Hey, erlebe darf. Emma, du machst mich zum glücklichsten Mann von ganz Köln. Der Adenauer, der kütt ja aus einfache Verhältnisse. Vielfach aus der Eifel, pure Trampel aus Adenau. Ha. Kleinbürger ohne Blick für die große Janze. Der hätte eine richtige Lungenschwäche und ist überhaupt nicht belastbar. Keine Lebensversicherung will der Risiko für der übernehmen, hat ich gehört. Sag, wie will der da uns Emma absichern? Furchtbar die Disziplin von dem Adenauer. Der hätte an dem Studium immer eine Schüssel mit Kaltwasser am Tisch dran gehabt. Für sich Black gefüllt, damit er nicht wild wird. Ich habe das gehört. Ich will Ihnen Folgendes sagen. Der Herr Adenauer ist ein sehr kompetenter und anständiger Mann. Der gehört in der Stadtverwaltung rein, als Beigeordneter. Dass der Wallraff an den Kernen Narre gefressen hat, das ist nicht gut für uns Stadt. Wenn der Wallraff der Adenauer will, dann müssen wir im Stadtrat wenigstens dafür sorgen, dass er die schwierigsten Ressorts kriegt. Stadtentwicklung und Finanzen. Meine Herren, mein Großvater war Bäcker, mein Vater Gerichtssekretär und meine Mutter hat in Heimarbeit genäht. Sie haben recht, ich passe nicht in Ihre feine Kölner Gesellschaft. Aber wissen Sie was? Das macht nichts. Konrad! Ich biedere mich denen nicht an, Emma. Niemals. Meine Damen und Herren, lasst uns dem wunderbaren Brautpaar noch ein Ständchen bringen, beführt ob Hutsigsreis andere Fiera geht. Oh. Laut uns vieren, tralalala. Ja, das ist irgendwie im Märchen mit Spätzle, tralalala. Laut uns lachen, laut uns trinken, laut uns vieren, tralalala. Und dann lassen wir ein Krachen bei der Hutzig, tralalala. Glückwunsch, auf ein schöner Tag. Glückwunsch, das ist wunderbar. Wir können mal sehen, wenn wir da sind, jetzt im Hase sagen, ja, viel Spaß, jetzt sind wir hier und das ist klar. Glückwunsch,
ein wunderschöner Hutzig. Gott sei Dank haben wir damals nicht gewusst, dass wir nur 12 Jahre zusammenbleiben konnten. Ja, was hast du da? Ach, ich hab mich gerade erinnert, wie schön unsere Hochzeitsreise an der Riviera gewesen ist. Du warst so liebevoll zu mir und ich muss leider zugeben, dass ich mich auch damals mehr mit Zahlen beschäftigt habe als mit meinen Gefühlen zu dir. Und das war auch Judesuch, Pap. Ach, Ria, mein Töchter, schön, dass du gekommen bist. Mama, noch über 100 Jahre kannst du ruhig zugeben, dass der Pap dich damals gerettet hat. Lies uns doch uns für, was du damals in die Hutzigstagebuch geschrieben hast, weil du in Monte Carlo so oft im Casino warst. Nein, dieses Pech. Meine Erregung steigert sich. Ich will das Verlorene zurückerobern, aber umsonst. Ich sehe und höre nichts mehr um mich herum, nur weiterspielen. Und du bleibst so ruhig dabei. Wir wollen gehen, hast du leise gesagt, und ziehst mich ruhig fort zum Ausgang des Saales. Ach, Emma, die Croupiers wussten schon, was sie machen mussten. Wandert wie so Leiche. Hier wird keine Nervenkitzel, die dumm. Man kann viel gewinnen wie die Bumm. Darum sag ich nix wie ran. Lief Glückscher hier in Monte Carlo. Kann man sie Glück versöke, die dumm. Et mit Spaß zu spielen wie die Bumm, weil man dabei viel gewinnen kann. Koderen und setzten's mit. Ja, ich kann mal viel gewinnen. Wann der Glückszahl kütt. Der Gewinn, der nimmt man dann mit. Ihr wisst bestimmt, wie ihr geht. Sagt, was ist, et ist spät. Et ist nie zu spät. All können gewinnen. Koderen und setzten's mit. Ja, ich kann mal viel gewinnen. Wann der Glückszahl kütt. Der Gewinn, der nimmt man dann mit. Hier könnt ihr pflücken Millionchen an. Et Emma ist ganz noch dran. All können gewinnen. Et geht los, nicht geht wie der Kugel rund. Der Kugel rund, nicht so wie sie sollt. Nur Geduld, nur Geduld. Muss gerollt, kein Millionchen geholt. Ach, Emma, das hatte auch alles sein Gutes. Die Frage des Wertes des Geldes hat mir ja schon mein Vater in die Wiege gelegt. Ganz einfach, weil wir so wenig davon hatten. Und Sondervermögen ist für uns schon immer ein Unwort gewesen. Sagen Sie mal, Frau Poppinger, da ist eben die ganze Zeit einer rumgeschlichen. War das der Erhard, mein von mir überaus geschätzter Nachfolger? Das war er leider. Ja, diese so. Raus mit der Sprache. Ja, der Erhard, der hat sich hier alt umgelurt. Der will hinterkommen. Was? Der Erhard? Hier? Niemals. Frau Poppinger,
Was wissen Sie davon? Also der Herr Erhard versucht schon lange, Sie hier oben zu verdrängen, wie früher unten im Kanzleramt. Wegen der Fürschrift hat eine ehemalige Bundeskanzler im Himmel nur 50 Jahre lang das Bundeskanzlerzimmer nutzen darf. Und jetzt drängelt der Erhard und will als eure Nachfolger endlich intrecken. Herr Erhard hat immer geglaubt, das Brett vor seinem Korb wird die ganze Welt bedeuten. Ich habe ja nämlich kennengelernt, aber vielleicht hätte er ja auch innere Werte gehabt. Der Herr Erhard kannte nur eine Möglichkeit, in sich zu jähen, und das war, in der Nase zu bohren. Der Verstand des Herrn Erhard war für mich immer der Beweis dafür, dass der Herrgott Humor hat. Aber Conny. Und dann hat er es doch geschafft, weil ich 2 Jahre früher gehen musste und er Kanzler geworden ist. Aber hier oben bin ich und hier bleibe ich. Aber die himmlischen Gesetze sagen uns, dass noch 50 Jahre. Niemals. Nur über meine Leiche. Aber du bist doch alt, du. Und wissen Sie, Frau Adenauer, was für Irre man das Schlimmste war? Man mochte dem Erhard alte Jode Wing im Kanzleramt da lassen. Ja, wir konnten nur ganz wenige Flaschen mitnehmen. Und der Herr Erhard konnte ja auch nur an Jutentagen überhaupt unterscheiden, ob der Wein rot oder weiß war. Und Alkoholvertragen konnte das ja nicht. Nee, wenn der uns nicht so viel getrunken hätte und sie Jahresstummel ob der Äd werfen wollte. Hätte er die noch nicht ins getroffen? Ich ziehe hier nicht aus. Und ich will, dass das noch heute an meinem Geburtstag geklärt wird. Jona, Luca, was schlagt er vor? Wie wäre es, wenn wir starke Zeugen abtreten lassen, die erzählen, was sie all für Köln gemacht haben? Nicht nur für Köln, auch international. Wo Sie Rat sagen international, Herr Adenauer. Besuch griechischer Wein. Wer, der Udo Jürgens? Nee, der Onassis mit seiner Frau, dem Jackie Kennedy. Hellas, Herr Adenauer. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Herr Onassis, mit Ihnen habe ich ja jetzt ja nicht gerechnet. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Ihre Frau hat ja damals bei ihrer Hochzeitsreise in meinem Casino ordentlich verloren. Deshalb schenke ich Ihnen eine 100-Franc-Silbermünze mit dem Prägedatum 1904, Ihrem Hochzeitsjahr. Evaristo, Dankeschön. Guten Tag, Frau Kennedy, Frau Onassis. Aber Conny, wir waren doch per Du. Damals, als meine Johnny in Berlin war, you remember? Ich bin ein Berliner. Und die Leute zu dich gerufen haben, Conny, Conny, Conny the hero. It was so impressive. Das ist sehr nett von dir, Schecki. Achtung, Herr Adenauer, der Bützmamsell könnt. Wer? Ach, das blonde Zuckerpüppchen aus Hollywood, Marilyn. Oh. I like diamonds. You could be my best friend. Marilyn! Weg, weg, du Luder, go away. Du hattest schon ein Festonal mit meinem ersten Mann, der Johnny. Meinen Ari, lass du in Ruhe! I wanna be loved by you. Also, das sind jetzt vielleicht nicht ganz die besten Zeugen, lieber Herr Adenauer, für unser Anliegen. Aber damals, wie ihr Beigeordneter beim OB geworden seid und die Sache mit der Brücke geregelt hat, wird das nicht in die Jode erzählt? Das war am 3. Juli 1915 bei der Einweihung der ersten Deutzer Brücke. Lorenz von
Stadt. Wer hätt die Brück behob, Gestalt, das war auf alle Fälle ein Mann, der singet dort versteht, der Märchenprinz aus Köln. Uns Kölsche sie, die kann uns keiner lämmen, die hätt der Herr J. tief in uns gedacht. Und wer die Süd muss bis zum Hetze klimmen, denn doch allein, wo liegt der Schatz verwahrt, denn doch allein, wo liegt der Schatz verwahrt, der Schatz verwahrt. Lev Kölsche! Hück können wir mit dem Evans ingesatzte letzte Bolze und neue Hängebrück in Düx in Weihe! Als Oberbürgermeister danke ich von Hetze unserem Beigeordneten Konrad Adenauer, dass er für 5 Jahre die Ausschreibung für die wunderbare Brück norrens ob der Weg gebracht hat. Hück ist es so weg. Uns neue Fädel in Düx, in Galleg, in Pfings, in Meerheim können mit dem linksrheinischen Kölle zusammenwachsen. Wunderbar, wunderbar. Kölsch-Sibirien ist ingemeindet. Schelsig, 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 Sagt der Wallraff, der Adenauer hat wieder Lob. Als hätte Hedebrück ganz allein gebaut. Aber er hätte durchgetrocken, auch wann der Düvel auf Stelze kommt. Und er hat für die Nüssel gesorgt. Mit seinem neuen Rücklagefonds hier im städtischen Haushalt bezahlen wir all die Großprojekte. Hey, die Brück auch. Man muss es dir sagen, im Stadtrat haben wir dank Adenauer das erste Mal überhaupt einen Gesamthaushalt hier sind. Und 1911 hatten wir wie niemals vorher einen Überschuss von 26 Millionen und das in Köln. Er von der SPD hat ja wohl den Narr an dem gefressen, der uns in den Fistpark hackt. Das ist ein Idiot, wie der sich mit der Arbeiterschaft verbrüdert und jetzt auch noch das bewährte 3-Klasse-Wahlrecht abschaffen will. Wann du dich abreißt, das ist so, als wenn du ein Mück in der Ring bist. Du kannst ruhig bleiben. Ihre Adenauer wird nicht Mitglied bei uns in der SPD, so katholisch wie der ist. Jodes jedenfalls, dass er mit der neuen Brück die rechtsrheinische Ingemeinungen abgesichert hat. Das haben wir vom Zentrum immer gefordert. Ganz nach ihrem Motto. Wie können wir noch machen, ohne selbst hier dumm zu müssen, ne? und für die nächste Wahl könnt ihr dann plakatieren. Wer nichts mäht, mäht doch nichts vergeht. Pappelapapp, in Köln linksrheinisch hat jeder rechnerisch nur 28 Quadratmeter Stadtfläche für sich allein gehabt. Es ist gut, dass der Schelsig jetzt bei uns ist. Sag ich doch, wir haben jetzt mehr Platz in der Stadt. Lassen wir uns doch Hück all zusammen freuen. Conny, da will ich noch ein paar Männer sprechen. Herr Adenauer, wir sind aus Müllem. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nicht? Wir meinen, dass das hier eine schöne Brücke ist. Sehr schön. Und dass man jetzt so flück über den Ring kommen kann, viel besser als mit unserer Schiffsbrücke in Müllem, die wir 10.000 Mal im Jahr aufmachen müssen, damit das Schiff durch können. Ich weiß, dass die Stadt Köln sich bei der Eingemeindung von Mülheim dazu verpflichtet hat, ihnen eine Brücke zu bauen, die sie ja selber nicht bezahlen können. Ist es nicht so? Kann man so sagen. Meine Herren, ich stelle fest, wir sind ein gutes Stück vorwärts gekommen. Auf bald. Ich läuft, die sind ungeduldig und kommen noch öfter vorbei, Conny. Ja, da muss ich mir wohl überlegen. Lev Kölsche, laut uns das wunderbare Ereignis beschließen mit einem Kölsche Lied ob uns einzigartige Brücke am Ring. Wir stehen in Köln,
Stopp, Herr Erhard. Rossi! Sie werden der Adenauer nicht aus seinem Himmelszimmer vertrieben. Also wir haben den Herrn Erhard immer schon für das nasse Streichholz unter den Geistchen leuchten gehalten. Ach, und Sie, Herr Strauß, werden Herr Borwe nicht Verteidigungsminister. Das wird der Affront an Himmelsverrat. Also der Herr Strauß, der hat ein Winkelverlustsyndrom. Ein was? Der hat ein Eckarf. Aber wir müssen es dem Chef jetzt sagen. Was müsst ihr mir sagen? Wir sind mit dem Zimmer noch nicht vorangekommen. Der Erhard ist frackig. Herr Adenauer, es ist schwer. All Herr Borwe kennen Sie zwar, aber das heißt ja nicht. Der einen kennen mich, der anderen können mich. Aber Nix, ich ziehe hier nicht aus und jetzt strengt euch schon mal an. Die Brück in Düx 1915, das war wirklich eine Jodesach. Was da heute in Köln mit den Brücken und Tunneln los ist. Im Stadtrat haben sie keine Meinung, aber die setzen sie mit Getöse durch. So kann man doch nicht arbeiten. Conny, was ist das für eine Krach? ach, das ist bestimmt der Knobelefotz in der Kantine. Wer? Der Khrushchev, der isst immer mit Hammer und Sichel. Und wenn er Nachschlag will, haut er mit dem Schuh auf den Tisch. Der sollte lieber noch mal dem Driskel Putin auf die Finger kloppen. Achtung, Herr Kütz! Oh, was das dann? Herr Adenauer, meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Freue mich, dass Sie gekommen sind. Urbania, der Wodka ist für den Nikita, das Wasser ist für mich. Das hat er früher auch immer so gemacht. Komm, Nikita, wir stoßen jetzt an auf die 10.000 Kriegsgefangenen, die wir nach Hause geholt haben. Und dann singen wir gemeinsam gegen jeden Doktrinarismus. Nasterovje. Nastrovje. Man trinkt hier in Moskau gern Wodka, na klar. Bei Verhandlung trinkt man Wodka, das ist wunderbar. Man trinkt ja in Moskau gern Wodka, na klar. Hey! Bei Verhandlung trinkt man Wodka, das ist wunderbar. Hey! Herr Adenauer, der Ex-Oberbürgermeister Norbert Boyer ist da. Das ist ja schön, dass Sie gekommen sind. Wie ist es? Von Tag zu Tag wird alles schwerer. Ich auch. Sie waren ja noch länger Oberbürgermeister als ich. Und mit dem Klüngel haben Sie sich auch ausgekannt. Klüngel, Herr Kollege, Klüngel ist das Ausräumen von Schwierigkeiten im Fürfeld von Entscheidungen. Was machen Sie mit dem Laptop doch? Ich erfinde neue Software. Was? Ja, die Software heißt Wiebow. Wiebow. Wie baue ich ein Opernhaus fertig? Haben Sie da auch künstliche Intelligenz eingesetzt? Hey, wir brauchen wir kein KI, wir haben KA. Was? Konrad Adenauer. Ich habe noch meinen Freund, der Willy Brandt, mitgebracht. Herr Bundeskanzler. Herr Kollege, wir beide sind doch die Einzigen, die was Anständiges gelernt hatten vor unserer Amtszeit. Kommunalpolitik. Ich erinnere mich noch sehr gern an unseren gemeinsamen Auftritt in Berlin mit dem, na, Sie wissen schon, seine Frau ist ja gerade hier gewesen. Ja, ja, ich kenne die. Aber heute bin ich gekommen, um Sie auch zu unterstützen, dass Sie Ihr Himmelszimmer behalten können. Und wissen Sie, angesichts mancher Entwicklungen da unten wollen wir doch wenigstens hier oben mehr Demokratie wagen.
Sie haben völlig recht, Herr Kollege. Die Zeiten sind wieder so, dass wir Demokraten fest zusammenhalten müssen. Frau Adenauer, Herr Adenauer. Kinder aus Elster der Konrad, der Max und der Ria. Wollt ihr zusammen die Welt retten? Große Koalition? Große Koalition habe ich immer gut gefunden, wenn ich sie mal gerade gut gefunden habe. Herr Burger, ihr habt doch auch 3 Pence gehabt. Wie oft haben die denn damals ihre Papier sind? Max! Ich wollte doch nur sagen, Pap, dass wir dich früher Schläf gehabt haben, dass wir dich aber auch oft vermisst haben. Auf Schöns. Wie auf Schöns? Was willst du damit sagen, Max? Du bist eine Lausebengel. Und Vater war ein Jodedemokrat im Land. Aber wenn er zu Hus die Tür zugemacht hat, ist die Demokratie oft Drusse geblieben. Konrad, du bist auch eine Lausebengel. Aber was mir besonders imponiert hat, das waren ihre Erfindungen. Vor allem die Sojawurst und das Maisbrot. Und wie sie dann 1914 direkt die Lebensmittelversorgung angepackt haben. Stadtküche mit Eintopf-Gutscheine für alle Leute. Respekt. Hier ist es, das leckere Adenauer Schrotbrot. Kaiserliches Patent Nummer 296648. Belate mit der vegane Sojawurst. Das wird heute unter einem anderen Namen auf Parteitag von der Grünen serviert. Die wissen einfach nicht, dass sie dann jedes Mal in den CDU spießen. Der Pap hat damals im Ersten Weltkrieg 1000 Kühe in eine Festhaltung gestellt, damit die Babys all Milch hatten. Köln ist an dir Kodiot durch die Hungerjahre gekommen. Graupenauer haben sie dich damals genannt. Aber wenn wir doch nur das Jahr 1916 hätten überspringen können. Du hast dich damals so lang um mich als kranke Frau gekümmert. Wo hast du bloß die ganze Kraft hergenommen? Ach, wenn doch bloß damals. Lass es gut sein, Conny. Du warst bei mir in meine letzte Stunde. Und ich han dann von Hebobbe gesehen, wie du dich aufgerackert hast. Allein mit der 3 kleinen Dötze. Und dann auch noch der schwere Autounfall auf der Aachener Straße. Du warst ein paar Monate im Spital. Ja, die Kopfverletzungen hatten mich ein bisschen verändert. Aber als sie dann in Köln einen neuen Oberbürgermeister gebraucht haben, wussten sie nicht so genau, ob ich noch klar im Kopf bin. Und da haben sie eine Delegation in das Sanatorium geschickt, um das zu überprüfen. Das war lustig. Die Ärzte von damals sind hier oben meine Leibärzte geworden. Pünktlich fängt uns Visite an. Alltag jeden Tag. Schön winkte Wohllob und angesagt. Viel besser kündet ja mit Sinn. Jetzt in der Knie und dann höchst wieder hoch. Viel besser kündet ja mit Sinn. Einmal kommen Kommission, wollt in das Sanatorium rein. Eine dicke Haut ist ein Geschenk Gottes. Wenn ja zu offiziell persönlich auch in auch neuem zu sind. Ja. Meine Herren, aus mir, da machen sie so flögt noch keine Flehefall. Gott sei Dank ist höchstens bloß mein Aussehen anormal. Take it easy, alle Mann, der alles kann, es fing noch gar nicht richtig an. Er wird dran. Und mal den Silbertlockpunkte, immer schlang auf jetzt und nicht so hat. Hallo, ja, da werden irgendwann müde, nur die Zunge nicht. Take it easy, alle Mann, einmal ne Woche frische speziell durch den Jan. Ihr trampoliert bloß äußerlich, doch drinne immer frisch.
Meine Herren, nachdem wir bei unserem Besuch im Sanatorium in St. Blasien die Feststellung haben treffen können, dass der Herr Adenauer klar im Kopf ist, schlage ich für, dass wir heute am 18. September 1917 unseren ätzten Beigeordneten Konrad Adenauer zum Oberbürgermeister unserer geliebten Vaterstadt Gölle wähle. Bravo! Meine Herren, ich danke Ihnen. Mit meiner ganzen Persönlichkeit als Oberbürgermeister schöpferisch tätig zu sein, das ist der schönste Inhalt des Lebens. Der Krieg, der hoffentlich bald beendet sein wird, hat unsere Erkenntnis erweitert. Wir müssen unsere soziale Arbeit so ausrichten, dass es den einfachen Menschen besser geht. Das wird meine vornehmste und liebste Pflicht sein. Bravo. Das geht gewaltig durcheinander. Revolutionäre, Separatisten, Soldaten, Besatzer und mittendrin der OB Adenauer. Ha, so sind wir dort zurechtgekütt. Et jeder los, die Kieler Matrosen sind in Köln gelandet und haben hier kölsche Freunde für die Revolution in Marsch gesetzt. Wacht ob ihr Volk, wacht ob ihr Menschen, der rote Plagen, der rote Plagen. Wacht ob ihr Volk, wacht ob ihr Menschen, der rote Plagen, bring uns der Sieg. Der rote Plagen, bring uns der Sieg, die Revolution und die Freiheit lädt. So, ihr Herren, jetzt fällt hier eine andere Wind. Mir übernehme. Revolution! Revolution! Verehrte Kämpfer für eine bessere Welt, ich heiße Sie als Oberbürgermeister im Namen der Stadt Köln herzlich willkommen. Sie können direkt anfangen mit Ihrer Revolution. Wir haben schon Büros für Sie vorbereitet, die Sie als erstes besetzen können. Meine Kollegen von der SPD, die sind Ihnen ja bereits gekannt, die zeigen Ihnen jetzt Ihre Räumlichkeiten. Aber wir machen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Wir sind der Arbeiter- und Soldatenrat. Ja, aber wir wollen Sie doch unterstützen. Und für eine Revolution braucht man auch Stift und Papier. Und das kriegen Sie von uns. Und da Ihnen wie uns das Wohl der Menschen am Herzen liegt, schlage ich vor, dass Sie als Arbeiter- und Soldatenrat einen Wohlfahrtsausschuss gründen. Dafür haben wir keinen Zick. Ich weiß ja, ihr Herren, Revolutionäre, dass die leere Herz ist aber lang nicht hoffnungslos. Und uns ist doch gelungen, ein Stück voranzukommen, das haben wir gut gemacht, so kommen wir parat. Warum nicht? Haben wir auf mich Zick für die Revolution. Jod, du darfst den Wohlfahrtsausschuss haben. Und selbst den Vorsitz übernehmen. Sehr gut. Damit Sie in Ruhe Revolution machen können, sorgen wir für Ruhe und Ordnung. Im Namen der SPD-Fraktion schlage ich für, dass der Arbeiter- und Soldatenrat den Herrn Oberbürgermeister zum Beauftragten für Ruhe und Ordnung ernennt. Gut, also unser Dekret Nummer 1. Jeder, wer es auch sei, hat sich den Anordnungen des Oberbürgermeisters zu fügen. Köln, der 8. November 1918, der Arbeiter- und Soldatenrat. Es ist, wie es ist, und es könnt, wie es könnt, und es hätt noch immer Jod gegangen, nix blieb, wie es ist, und es ist, bring doch eine mit, das haben wir immer so gemacht, wenn man voll ist, da ist Gott, dreimal Köln, Allah. Das haben Sie wieder mit der Skrupellosigkeit von dem Renaissance-Menschen gelöst, Herr Oberbürgermeister. Aber hier kommt halt das nächste Problem. Was dann? Naja, die Revolution so wie die Schotten.
In der Brohüser ist eine wahnsinnige Krach, weil dauernd der Schon umfalle. Und das nicht so eine Krach? Naja, der Revoluzer stand halt noch drin in der Schon, ne? Gut, dann ziehen wir, wie angekündigt, die Sperrstunde auf 20 Uhr vor. Tja, der Plan hat sich leider schon herumgesprochen wie ein Lob für. Die Betroffenen sind halt da. Hua! Die Sperrstunde ist ein großer Witz. Wer zahlt unsere Mieten jetzt? Der Lück die Suffe, dann nur noch daheim. Das Publikum hüpft aus dem Frack, denn weil uns dann der Zitze knapp. Spiele mir nur noch vom Stück der ätzte Akt. Uns Künstler springen uns all ab, wenn wir abends nicht mehr spielen darf. So schlägt man die Kultur doch Code und klein. Wenn all dazu wird reguliert, was die Menschen freut noch mehr. Dann haue mir doch Ball all in den Sack. Denn dann schon sie große für der Tür, wir sitzen drinnen, luren in der Tür. Große für der Tür, luren in der Tür. So blieb der Wahne niemand denkt nicht nur der Zappel ist grün. Egal auf Bauhaus, Gine, mal Theater, Café, Oper, der Sperrstunde bläht uns all kaputt, muss fort. La 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 la. Liebe Kölsche, ich han jetzt verstanden, das Problem. In Köln das Feiern zu verbieten, ist wohl zu extrem. Und in der Bürger würdig macht das mir auch keinen Spaß. Drum gilt vom 3.12. nun der folgende Erlass. Wir sperren wie zuvor um 23 Uhr. Es ist, wie es ist, und es geht, wie es geht. Und es hätt noch immer Jod gegangen, nix blieb, wie es ist, so es ist. Trink doch eine mit, das haben wir immer so gemacht. Wenn mal voll ist, dann ist fort. Drei Welle, Allah. Das hätte auch Seniodes. Abends tun die Revoluzer tanzen und springen und morgens können sie den Butz nicht fingen. Dann können sie auch nicht viel Quatsch machen. Herr Oberbürgermeister, das geht jetzt wirklich Schlag um Schlag. Hier kümmert der nächste Haufe, die britische Besatzungsarmee ist da. You are here, the, wie sagt man, Burger King? Bürgermeister! Yes, I am the Burger King. Britannia, wir Briten, wir sind top. Unsere Kinder, was jetzt so ist schon. Oh, Britannia, wir Briten, wir sind top. Unsere Kinder, was jetzt so ist schon. Ihre Fastelovend ist für uns der reinste Anarchie. Der könnt fort. Und Ihre Verwaltung, die geht jetzt nicht mehr. Jetzt nicht wie, jetzt nicht wie, jetzt nicht wie, jetzt nicht wie. Ihre Worte jede, jetzt nie. Oh, Britannia, wir Briten, wir sind top. Unsere Kinder, was jetzt noch ist. Hier unser Dekret. Ihre Anordnungen an uns können Sie euch für sich behalten. Löwen Sie mir. Wir Kölsche wissen schon, was gut für Sie ist. Schon der Napoleon war damals vor 100 Jahren auch ganz zufrieden mit uns Kölsche. Ich weiß ja, ihr Herren, alles lässt sich klären. Soll sich hier in Köln doch jeder fühlen wie zu Hause. Nur ein Stück gut
guter Wille von uns für Kölle. Ich meine wohl, so machen wir das Beste draus. Gewiss, wie gewiss, und et gütt, wie et gütt. Geld mal voll ist, alles fort. Treiber Kölle, Allah. Das geht jetzt aber wirklich zu Wick, Herr Adenauer. Jetzt im Arm sind die Revolutionäre und dann tun sie es so, als würden die feindlichen Besatzer uns jetzt... Meine Herren, ich habe die Revolutionäre deshalb so fest umarmt, damit sie sich nicht bewegen können. Und was unsere Besatzer angeht, wir wissen, dass die Besetzung unserer Vaterstadt eine schwere, vielleicht die schwerste Zeit werden wird. Aber es gilt, Geduld ist die schärfste Waffe. Wer die Geduld verliert, der verliert seine Würde. Und jetzt holen Sie mir den General noch mal herein. Wir haben es doch noch geschafft, dass wir die schrecklichen Anordnungen von den Engländern nicht verteilen mussten. Das hätte uns Kölsche wirklich die Würde genommen. Und all Kommunalbeamte blieben Wicker im Amt. Herr General, noch auf ein Wort. Wir haben ein gemeinsames Problem. What? Unser Problem sind die Separatisten. Die haben die Rheinische Republik ausgerufen und machen ganz Köln unsicher. I heard that. Und da gibt es nur einen Weg. Herr General, Sie müssen eine Anordnung unterzeichnen, dass in der britischen Zone jede Änderung der Staatszugehörigkeit ohne Ihre Genehmigung verboten ist. Wenn es Ihnen recht ist, diktiere ich Ihnen den Text direkt in unserer Sprache und Sie probieren in der Zeit schon mal unseren Wein. Herr Oberbürgermeister, auch wenn Sie sicher gerade andere Sorge haben, die Brücke von Köln nach Müllheim dürfen wir aber nicht vergessen. Sie meinen sicher die Brücke von Mülheim nach Köln? Natürlich. Alles erledigt. Ich habe die Ausschreibung auf den Weg gebracht. Wenn die Entwürfe vorliegen, dann kann das Preisgericht schnell entscheiden. Dann geht es also voran? Wir blieben am Ball, Herr Oberbürgermeister. Und ich spiele mit. Meine Herren, da sind wir wieder ein gutes Stück vorwärts gekommen. Die Revolutionäre von damals waren aber arg nervös, Herr Adenauer. Oh, wir haben denen einfach was zu essen und zu trinken gegeben. Da hört er auf mit der Nervosität. Mit Ihr zu sagen, Herr Adenauer, ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken. Ein guter Tropfen und ein gutes Essen stimmen versöhnlich, dann jede Verhandlungen flotter. Papa, hör mal, Papa. Was ist dann, Kinder? Papa, mir wollen dir was sagen. Eigentlich alt ganz lang, weil wir immer so ungeduldige Wesen sind. Das stimmt. Wir waren aber auch noch klein. Und oft allein. Und dann haben wir uns immer ein bisschen an dich geklammert. Und ich habe dann zu meinen Brüdern gesagt, der Papp braucht wieder eine Frau, die dann auch für uns zickert. Ja, ja. Und dann haben wir gesehen, wie das Fräulein Zinser nebenan im Jade gearbeitet hat. Also Gussi. Und dann ist es Gussi unsere zweite Mutti geworden und war wie eine große Schwester für uns. Aber das hätt gedauert. Das hätt gedauert. Frau Poppinger, bitte. Gussi, wo bleibst du denn? Konrad, auch bist du alt wieder im Jade. Und du hast auch wieder keine Hut ob. Der Sonn verdürfte noch die ganze Frisur.
Gussi, du machst das nicht richtig. Ich habe es dir schon so oft gezeigt, wie das mit der von mir erfundenen Klopfhacke geht. Ach, Conny, ich weiß noch wie du das erste Mal ganz schüchtern an die Jadezunge gekommen bist, um mir zu verklören, wie man richtig den Boden hackt und wie man die Rose gießen muss. 3 Mal am Tag, 6 Tage lang. Ich habe doch extra hier den Rosenjachten angelegt, damit du das lernst. Ja. 1, 2, 3. Ach, Conny, du warst so schön schüchtern. Jetzt ganz höch hast du dann. Na ja, die Dummen rennen, die Klugen warten und die Weisen gehen in den Jachten. Und als du ja nicht mehr gewusst hast, was für Themen man mit so einer jungen Frau wie mit mir besprechen kann, da hast du mich gefragt, was ich über Jadezwäsch denke, Dave. Ja, ja, unten konnten wir uns ja keine leisten, aber hier oben haben wir jetzt welche. Achtung, Herr Adenauer! Für sich, Herr Bundeskanzler, Herr Oberbürgermeister, für sich! Draußen steht ein Herr Jadezwerg und will tanzen. Alles ehemalige Bolschoi-Balletttänzer. Das Bolschoi-Ballett hat mir noch nie geschadet. Die sollen ruhig tanzen. Du musst aber auch erzählen, wie du damals in Berlin die Zustimmung von der preußischen Regierung für die Universität und für die Grönjödler kriegst. Das war toll, weil dann viel mehr Frauen in Köln studieren konnten. Komm, jetzt lassen wir die Puppe tanzen.
ist das hier für ein Durcheinander mit dieser preußischen Spreewald-Gurken-Duschkapelle? Die Berliner Bärentöter von 1903 e.V. Ich han das nach Hals bis Muffendorf. Und he sollen wir uns zurechtfinden? Sind die Generäle in Urlaub? Nichts war mir mein Leben lang so unsympathisch wie ein preußischer General. Ich bin nicht gern in dieser heidnischen Stadt. Aber es muss ja sein. Wer ist denn jetzt hochständig? Ich han Hunger. Ist doch ne Berliner. Han ich gemacht. Eine Biss und der Putz war versaut. Berliner Spezialitäten für den Joten Hunger. Berliner Spezialitäten. Ich hätte gern Frikadellchen im Brötchen. Was? So was hab ich nicht. Aber ich hab was ganz Feines für dir. Eine Bulette in der Schrippe. Was ist das dann? Nee, so wird esse ich nicht. Pass mal auf, Keule. Dann musst du eben verhungern. Du bist jetzt ins Ruhe, sonst hätte ich für dich. Meine Herren, denken Sie mal dran. Der Berliner hat nur so viel Macht, wie der Oberbürgermeister von Köln schlechte Nerven hat. Mir sollte denen erzählen, wie man mit Revolutionären umgeht und wie man Rau und Ordnung hinkriegt. Dafür haben wir jetzt keinen Zick. Kollege Meerfeld, Sie haben doch in Köln unsere Leute davon überzeugt, dass wir wieder eine Universität brauchen. Ja. Jetzt legen Sie mal los und erzählen denen hier vom Wissenschaftsministerium, dass der Präsident der vorläufigen Regierung unserer Idee bereits zugestimmt hat. Sagen Sie, ich wäre schon bei dem gewesen. Da weiß im Moment die rechte Hand nicht, was die linke tut. Und bringen Sie den Gründungserlass von unserer Universität gleich mit. Aber waren Sie dann alt beim Präsident? Mir ist gerade so, als wäre ich schon da gewesen. Und Sie, Kollege Schumacher, sorgen Sie beim Innenminister dafür, dass wir den Erlass zur Enteichtung der Grundstücke kriegen, damit wir den Grünjochtel anlegen können. Und darüber haben Sie, nehme ich an, auch alt mit dem Präsidenten gesprochen? Mir ist gerade so, als hätte ich da auch schon gemacht. Aber Herr Adenauer, ist das rechtens? Ich bin das jetzt ab mit der Nerven in Nippes. Kollege Funk, natürlich achte ich das Recht, aber man darf mit dem Recht doch nicht so pingelig sein. Außerdem geht es in der Politik nicht darum, Recht zu haben, sondern Recht zu behalten. Herr Adenauer, Sie willen doch nur, dass die zu allem, was Sie willen, Ja und Amen sagen. Kollege Rings, mir reicht es schon, wenn Sie Ja sagen. Was ist die Kölsche Heirat? Wir kommen damit nicht parat. Jetzt lohnt uns nicht im Dunkeln, in Köln lebt man Bunkeln. Wir bauen, wann es geht, Universität. Wir wählen grün, wir tun uns ja bemühen. Nein, nein, von wegen. Wir sind dagegen. Und in der Stadt, dort sollte Landschaft blühen. Nein, nein, von wegen. Wir sind dagegen. In Köln wäre dann schön grün. Doch worin liegt der Sinn? Und Stadt wird wunderschön, so schön, so schön. Und in der Stadt, dort soll der Landschaft blühen. Was spricht dagegen? Der Präsident sagt ja, Köln wird grün, grün, grün. Da ist schön, wir kommen nach Berlin, Berlin. Köln wird jetzt voll zu glauben, wir sind einig, Köln wird grün. Glückwunsch, Herr Adenauer, das war ein großer Erfolg. Ja, das war es. Das ist jetzt genau der richtige Moment für meine Kollegen Schumacher und für mich, um für Danke zu sagen. Wieso? Sagen mich mit der Planung vom Grünjödel beauftragt, auch schön's Ihr Partei mich nicht hanwollt. Der, den die wollten, der machte sich zu viel aus seinen Fehlern. Und er war mir auch zu fromm. Und dann haben sie noch gesagt, dass ich ja eine Frau han, die sonntags in der Kirche geht und dass das richtig geht. Aber
Herr Adenauer, Sie freuen sich ja nicht über unsere Erfolg. Doch, das tue ich. Aber mir jeden Moment andere Sachen im Kopf rum. Was dann? Das ist privat, Herr Kollege. Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst. Herr Adenauer, Kopf hu, aus ner bedröfte Fut, güt nie fröhlich Pfützje. Und ganz Kölle Süd doch, dass sie verliebt sind in das Fräulein Zinzer. Ja, das stimmt. Aber Ihre Eltern lehnen mich ab. Sie haben es selbst immer gesagt, wenn andere meinen, man ist am Ende, muss man erst richtig anfangen. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich noch meiner Meinung bin. Jedenfalls wird sich ganz Kölle freue, dass es direkt losgeht mit dem Jürönjödel und der Universität. Bravo. Gewalt in Allianz, Köln strahlt in neuem Glanz, Universität parat, grüne Jürtel angenagt. Und das hätte ja auch beets für Glück geklappt. Beginn der Arbeit am Rhönjüttel und Eröffnung der Universität. Und direkt die erste von deinen insgesamt 23 Ehrendoktorhüten. Und danach kam ja auch schon direkt die große Jahrtausendausstellung. Aber Jussi, du weißt, das Wichtigste war mir der Jürönjürtel. Ich wollte doch immer die Menschen aus den engen Straßen und Gassen befreien, dass sie in das Jröne gehen können. 20 Kilometer grün in der Länge und 1 Kilometer breit. Und dazu noch die neue riesige Sportanlage in Müngersdorf. Also da kannst du als Kölsche Köbe schon ein bisschen stolz auf dich sein. Ja, beim Deutschen Turnfest 1928 waren 200.000 Sportlerinnen und Sportler aus 21 Nationen. Ja, schade nur, dass es 1936 mit der Bewerbung von Köln um die Olympiade nicht geklappt hätte. Ah, wenn ich damals gewusst hätte, wie wichtig der erste FC Köln einmal für diese Stadt sein würde. Da hätte ich doch bei der Planung der Müngersdorfer Sportanlagen gleich 3 Fußballplätze mehr gebaut. Hätte mich doch ja nicht gestört.
Und trotz deiner Erfolge warst du damals nicht so richtig glücklich. Naja, deine Eltern wollten ja nicht, dass ich dich heirate. Naja, du hättest ja auch gesagt, dass ich von der evangelischen zur katholischen Konfession wechseln sollte. Das würde ich heute nicht mehr verlangen. Warum nicht? Ich bin lieber bei dir auf den Wolken als beim Wölki. Schad doch der Dübelring, man kann doch so schwer nicht, so schwer nicht sind ja schon für Fehler. Das muss doch möglich sein, wenn Gottes Wille. Amen, 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 Amen. Manchmal wundert man sich. Danke, Herr Kapellmeister. Reicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie heute, am 16. Mai 1925, anlässlich der Eröffnung der Jahrtausendausstellung, unseren Reichskanzler Hans Luther, Reichsminister Gustav Stresemann, den Reichstagsabgeordneten Max Wallraff und Sie alle hier ganz herzlich. Das Wort hat unser Reichsminister. Liebe Kölner, Gäste aus der ganzen Welt, ich begrüße Sie herzlich hier in Köln zur Eröffnung der Jahrtausendausstellung des Deutschen Reiches und bedanke mich sehr bei Ihrem Oberbürgermeister, der dafür gesorgt hat, dass in der Rekordzeit von 2 Jahren dieses wunderbare Messegelände entstanden ist. Wenn die Kölschen eins können, dann ist es bauen. Ja, das ging auch nur so flück, weil der Adenauer morgens ad ob ist, der Düvel singt schon an net. Jod,
Und jetzt hören wir keine preußische Militärmusik mehr und keinen nationalen Wagner. Jetzt spielen wir was für unsere Freiheit und dann was für das Hetz. Mit dem Schuss in der Hand, kein lustiger Marschmusik zu hören. Kölsche Töne, diese Töne, und ihr hört mal jeden, daran denkt sich keiner stören. Keine Hetz für den Hetz, singen wir durch jetzt die kölsche Melodie. Hören so, da wir froh oder leid, sowieso, ja, immer nie. Wir schon zusammen als 10.000 Jahre. Dauernde Ausstellung, da ist doch klar. Und so machen wir dann hören, vor herrliche Musik, zu den Festen in der West, da begrüßen wir hey alles. Ist die Ausstellung gelungen, nun ist doch ein Saal leben, und es wird auch schön gesungen, sicher wisst ihr auch warum. Denn wir singen kölsche Lieder und glückscher Hand viel Freud. Alle Menschen, die sind Brüder, solang unsere Dom noch steht. In Köln am Ring bin ich geboren. Ich han nun dat Lied mir in Sinn, min Mutter sprach, noch nicht verloren. Dat is jet, wo ich stolz drauf bin. Wenn ich so an min Heimat denke und sind wir do, so fühlen wir schon, möcht ich Bürgermeister, dass hier zur Eröffnung der Jahrtausendausstellung des Deutschen Reiches Kölner Karnevalslieder gesungen werden, das war so nicht mit meinem Protokoll abgestimmt. Herr Minister, das Motto des Kölner Karnevals lautet seit Hunderten von Jahren Jeck los, Jecke Lanz. Das ist meiner Meinung nach eine der größten Lebensweisheiten. Immer hätte Adenauer ein Spitzjäger in den Militärtrupp, dabei war er nie Soldat. Der hätten's bei einem Schützefest ein Gewehr genommen und alle haben sich gewundert, wie man so weg daneben schießen kann. Meine Herren, wir wollen die soziale Frage lösen, die Kölner zu einer stolzen Stadtgesellschaft entwickeln, Arbeitsplätze schaffen und ich muss eine Brücke bauen. Herr Oberbürgermeister, wie steht es dann um uns Brück nach Müllen? Nach Köln? Das Preisgericht hat doch entschieden, dass es die Bohrebrück von dem Kopf noch aus Essen werden soll. Wann geht es denn los? Meine Herren, wir sind doch wirklich ein gutes Stück vorwärts gekommen. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Der Reichsminister, Sie verstehen, Sie hören von mir. Meine Herren, ich brauche Ihre Unterstützung. Ich will die Bohrenbrücke der Firma Krupp, dieser Waffenschmiede, nicht. Ich will, dass Firmen aus Köln zum Zuge kommen und Arbeitsplätze hier entstehen. So wie bei Felten und Guillaume, wo sie Seile herstellen, wie man sie für eine Hängebrücke benötigt. Ich will die Hängebrücke und kein Monstrum aus Eisen. Genau. Und so ein Monstrum aus Eisen, das ist doch bestimmt auch eher schwer, Herr Adenauer. Oder nicht? Bestimmt. Da möchte man doch in so einem Jodachter Ungersöke, ob der weiche Ring, und die Braunkohle im Ungergrund so eine schwere Brücke überhaupt tragen könnte. Genau. Das müsste man mal machen. Machen Sie mal.
Also, Herr Oberbürgermeister, so langsam bin ich auf den Geschmack gekommen. Können wir nicht noch ein Ostermannlied singen? Ostermann für Stresemann, aber gern. Komm, ich lade dich ein, einmal am Rhein. Jetzt hätt das spitze Villa in Poppelsdorf im Villa. Hast du gleich wieder Fluchstunde? Ja, ich muss ja am Simulator üben. Nächste Woche habe ich Prüfung von der Wolkenflucherlaubnis. Ach, Jussi, das hat mir so leid getan, dass du damals auf der Erde nicht selbst an das Fliehen gekommen bist. Dabei waren bei der Einweihung von unserem Flughafen am Butzweiler Hof alle erstaunt, was du über das Fliehen gewusst hast. Nur der Flughafendirektor hat damals gemeint, du hättest Rosinen im Kopf, weil du davon geträumt hast, selbst zu fliegen. Rosine, die man im Kopf hat, tut jedenfalls für Juden schade. Adenauer überzeugt Stadtrat, sich am Flughafenausbau zu beteiligen. 6. April 1926, Eröffnung Butzweiler Hof. Aerodrom Bickendorf auf 173 Hektar vergrößert. 6 Fluglinien, Berlin, Köln, Paris. 50 Starts und Landungen täglich. Der Butz, das Luftkreuz des Westens. Ich wollte immer entfliehen, komm nicht dazu. Jetzt im Himmel doch fliegt, das macht mich froh. Mir war es wichtig, dass Köln eine Flughafen tritt. Und noch den Mietz im Stadtrat den Engel dominiert. Die Täte noch fliehen, aus unserem Anfang vom Militär. Man darf sich was für eine sehen, so eine Flughafen für Köln wird. Kommen nach Köln, weil wir damals im Flughafen jahren. Und sich da sind, die konnte man zählen, sind gelandet an der Butzweiler Hof. Und ich will auf der Fliehe, dass wir Föhn, und so stehe in der Luft und in der Himmel so hoch. Glück ist so eine schöne Nacht, la 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 la. Glück ist so eine schöne Nacht, la 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 la. Glück ist so eine schöne Nacht, la 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 la. Glück ist so eine schöne Nacht. nur das Raumschiff da, hier am Himmel, das ich noch nicht so. Das ist wahr, ich will ja nur weg, mit auf so Hebe, immer so gefällt. Und mich schwebe halt, mich schwebe an. Wir heben auf und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Reich.
Adenauer, Herr Adenauer, eine ganz besondere Besuch. The Queen, Her Majesty und ihr Mann, der Prinz Philipp. Ich liebe Dear Chancellor Adenauer, Ladies and Gentlemen, meine Frau, unsere geliebte Queen Elizabeth, möchte Ihnen etwas mitteilen. Good evening. Die Queen lädt Sie alle herzlich ein zu einem Empfang auf dem Petersberg Wolke und würde sich sehr freuen, Herr Adenauer, wenn Sie diesmal dabei wären, wo Sie doch 1965 nicht zu unserem Empfang auf dem Petersberg gekommen sind. Elizabeth, du wolltest noch was sagen. Goodbye. Der Herr Bundeskanzler war damals leider verschnupft. Besuch! Da ist jetzt einer, der sagt, dass er auch ganz viel erfunden hat. Das bestimmte nur Journalist. Ja, das ist der Augstein vom Spiegel. Der darf reinkommen. Jona, Luca, wie ist die Situation mit dem Zimmer hier? Wir haben es noch nicht geschafft. Ja, wie lautete denn das Motto in unserer Kölner Stadtverwaltung? Lieber mit dem Kopf durch die Wand wie ja kein Finster. Also, was braucht ihr jetzt, damit ich mich bei der Zwangsräumung hier nicht anketten muss? Freunde, echte Freunde. Na, macht mal. Urbania, bitte bring dem Augstein und mir einen kleinen Lunch. Herr Bundeskanzler, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum 150. Geburtstag und zum Jubiläum. Was für ein Jubiläum meinen Sie? Na, der WDR in Köln und nicht in Düsseldorf. Sagen Sie mal, wie haben Sie das damals hinbekommen? Ich habe denen schnell und günstig Grundstücke angeboten. Als Politiker müssen Sie schnelle Beine haben. Ja, Sie haben Köln damals zur Stadt der Medien gemacht. Was war das damals für ein Spektakel? Die erste internationale Ausstellung über das Zeitungswesen, die Pressa, 1928 in den Messehallen Köln. Aussteller aus 43 Ländern und 5 Millionen Besucher. Ja. Ist was, Herr Adenauer? Ist es nicht Münchens Moos? Der Wein. Zu warm, oft zu kalt? Beides. Und das Fleisch, zu weich, oft zu zieh? Auch beides. Und wenn ich vielleicht noch anmerken darf, der Schnitzel ist ja schon ganz klein und riecht auch nicht mehr ganz frisch. Dann sind Sie doch froh, dass er so klein ist. Was ist denn mit dem Zeus hier, Herr Adenauer? Zu scharf, oft zu laff? Auch beides. Och, jetzt bin ich aber ganz in der Bunne. Sie haben doch gesagt... Wenn ich es so gesagt habe ich es aber nicht so gemeint. Ja, was den Essen und Trinken angeht, sind Sie Menschen mal eine richtige Stissel. Ich glaube, Sie wissen das ja nicht so würdig, dass ich hier nebenan die größte Aufzuchtstation für Mettigel abgebaut habe. Riech dich nicht auf, Urbania. Wer sich ärgert, büßt nur die Sünden anderer Menschen. Oh! Herr Adenauer, gestatten Sie mir bitte für die neueste Ausgabe des Himmelsspiegels 3 Fragen. Die erste: Was war in all den Jahren auf der Erde Ihr schlimmstes Erlebnis? Da muss ich überlegen. Wenn ich helfen darf, Herr Bundeskanzler, Sie mussten damals auf einem Rückflug, weil in Köln Nebel war, woanders landen, nämlich in... Düsseldorf. Als Bundeskanzler ging das gerade noch so. Als Kölner Oberbürgermeister hätte ich das nicht überlebt. Apropos Fliegen. Sie mussten ja nun häufig fliegen. Hatten Sie nie Angst, ein Flugzeug zu besteigen? Nein. Ich habe mir immer gesagt,
ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die dritte und letzte Frage. Würden Sie heute rückblickend betrachtet irgendetwas anders machen? Herr Augstein, ich würde heute mein Kabinett immer etwas singen lassen. Singen fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und stärkt die Disziplin. Die Leute in einem Männerchor, die haben Gemüt. Herr Augstein, jetzt singen wir was zusammen mit meinen Gästen und dann erzähle ich Ihnen, wie das mit der Mülheimer Brücke wirklich war. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Adenauer. Happy birthday to you. Alle Zeit, nie mehr Leid, seid bereit. It's easy. Alle packen an, jeder wie er kann. Und wir haben dann einen Friedensplan. Alle packen an, jeder wie er kann. Und wir haben dann einen Friedensplan. Ganz Paris träumt nur von Frieden. Frieden ist das größte Glück. Darum haben sich die Leute jetzt entschieden. Alle Menschen wollen heute nur noch Frieden. Ja, wir träumen nur von Frieden. Frieden ist das größte Glück. Und wir beide haben daran große Freude. Wir wollen Frieden, wir wollen Frieden, wir wollen Meine Herren, wie ich sehe, ist die gesamte kommunistische Ratsfraktion meiner Einladung gefolgt. Sie wissen ja, seitdem im Stadtrat die Gläser geflogen sind, bespreche ich lieber alles mit den wichtigsten Menschen in kleiner Runde. Nehmen Sie sich doch ein Möselchen, damit wir es auch gemütlich haben. Ein gutes Glas Wein ist geeignet, den Verstand zu wecken. Wann Sie hier so viel Gespräche führen, dann müssten Sie einfach auch viel trinken. Ja. Als Oberbürgermeister braucht man eine starke Blase. Worum geht es denn, Herr Oberbürgermeister? Meine Herren, die Abstimmung über die Mülheimer Brücke steht an. Wir sind ganz Uhr. Ich habe zu den Varianten Bohrenbrücke und Hängebrücke ein Bodengutachten erstellen lassen. Die Experten sagen, dass der Untergrund am Rhein zu weich ist für die schwere Bohrenbrücke der Firma Krupp. Bei der leichten und eleganten Hängebrücke ist das was ganz anderes. Das wissen wir alt. Der Krupp hat nämlich auch Gutachten und dort drin steht, das wird Quatsch. Auf Gutachten muss man Gutachten. Meine Herren, Sie haben recht. Aber da ist noch was anderes. Stoßen wir doch erstmal an.
Ich war neulich wie in der Brücke in Sowjetrussland und ich sage Ihnen, dort werden nur noch Hängebrücken gebaut. Die Kommunisten dort verstehen eben was von Eleganz. Ist das wahr? Fahren Sie doch selber hin und überzeugen Sie sich. Ach, das wird nicht nötig sein, Herr Oberbürgermeister. Wir sind natürlich auch für die Hängebrücke. Und wie Sie gesagt haben, wir lassen uns jetzt nicht mehr auseinander einigen. Meine Herren, da sind wir doch ein gutes Stück vorwärts gekommen. Das ist nicht in Ordnung, wie Sie hier der Krupp ausbote, Herr Adenauer. Und was Sie sagen, ist auch überhaupt nicht wahr. Pass auf, was du siehst. Sonst kannst du nämlich mit der Krankenschwester pussieren. Meine Herren, bitte. Es gibt 3 Steigerungen der Wahrheit. Die einfache, die reine und die lautere Wahrheit. Ich werde Ihnen jetzt die reine Wahrheit sagen. Das ist ganz jede Partei gelaufen. Meine demokratische Freiheit besteht darin, dass ich unter Umständen auch gegen die Meinung meiner Parteifreunde handle. Und jetzt halten Sie endlich die Luft an, aber vergessen Sie das Atmen nicht. General de Gaulle, mein Freund. Mon ami, Madame Poppinger, ich bin gekommen, um Ihnen noch einmal zu danken für Ihre großartige Haltung. Sie haben nach Jahrhunderten der Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich die deutsch-französische Freundschaft mitbegründet. Und so ist erst ein gemeinsames Europa möglich geworden. Das will ich auch hier an höherer Stelle noch einmal vortragen, damit Sie in Ihrem Zimmer bleiben können. Wir haben ja damals schon gut zusammengearbeitet. Sie haben schon 1919 als Kölner Oberbürgermeister eine Beilegung des Konflikts mit Frankreich gewünscht und den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich gefördert. Alles, was ich bin, im Guten wie im Schlechten, ist alles in Köln gewachsen. Hier habe ich alles gelernt, was ich für meine spätere Arbeit als Bundeskanzler gebraucht habe. Aber in Deutschland waren längst nicht alle dafür. Ich weiß noch, wie man im Bundestag gesagt hat, Sie wären nur ein hypertrophierter Oberbürgermeister, ohne Ahnung von Außenpolitik. Im Rheinland haben wir uns immer nach dem Westen orientiert. Ich weiß noch, Ihre eigene Partei wollte Sie 1961 als Bundeskanzler nicht mehr aufstellen. Und dann haben Sie unter Schmerzen gesagt, dass Sie nach 2 Jahren zurücktreten würden. Damit wir in den 2 Jahren den Élysée-Vertrag hinbekommen. Der Élysée-Vertrag, das war mir doch von allem das Wichtigste. Und dass es so gut geklappt hat, mein lieber Freund Charles, das lag ja auch daran, dass du immer in der Sprache unseres Volkes zu uns gesprochen hast. Ich weiß noch, wie du mir Sprachunterricht erteilt hast, weil es für uns Franzosen schwierig ist, der und die und das auseinanderzuhalten. Wie waren noch die Beispiele? Frau Poppinger, bitte helfen Sie. Der Finanzminister erhebt die Steuer im Land. Aber ich habe das Steuer in der Hand. Ja, und das hattest du immer. Und gerade heute benötigen wir wieder diese treibende Kraft am Steuer für ein geeintes Europa. Ah, la Familie. Madame Emma Adenauer, Madame Auguste Adenauer, ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Erfolg mit 7 wohlgeratenen Kindern, trotz dieses Vaters. Mama, ich will auch noch jetzt sagen. Ja, liebet Melefje. Ich mein, mir möchte noch erzählen, wie großartig der Papp das mit den Autos gemacht hat, damit der Chef heboffen das hört und der Papp in seinem Zimmer blieben kann. Sofort, Melefje. Aber ich glaube, der General will dem Papp noch ein Ständchen bringen. Du hast mit Werf und ganzer Kraft schon lange Zeit mit Leidenschaft Verständigung herbeigesehnt von unseren Ländern. Wir trafen uns an einem Tag, so kam der Élysée-Vertrag
Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich laut. Vertrag Elysée, Vertrag Elysée. Frankreich dort, Deutschland hier, Europa ist uns ein Ziel. Sind froh, dass wir das hingekriegt, Vertrag Elysée. Für uns in Köln war immer klar, Versöhnung mit dem Erzfeind war die einzige Chance für Friedenszeit in unseren Ländern. Ich danke dir, es an dir lag, das kam der Élysée-Vertrag. So haben wir beide Stund um Stund die Zukunft gemacht. Vertrag Elysée, Vertrag Elysée. Frankreich dort, Deutschland hier, Europa ist unser Ziel. Sind froh, dass wir das hingekriegt, Vertrag Elysée. Allons comprendre, non pas zu dir. Das haben wir doch jetzt wirklich gut gemacht, Vertrag Elysée. Oh, Conny, zeig mir noch mal den Red. Jussi, schau doch mal bitte hier, ob es passt. Jetzt hätte er es geschafft. Der Müllermerbrück ist ein Hängebrück. Der OB hätte es wieder regiert, als wenn er der König von Köln wäre. Unmöglich. Ich habe nix hier, ne OB, der sich um alles kümmert. Auch, dass es sauber ist. Viel weniger Menschen in Köln werden krank. Säuchlingsfürsorge ausgebaut, öffentliche Wannenbäder verdreifacht und so ja die Hygiene verbessert. Also, wie der Adenauer, der Henry Ford noch Köln gelockt und die andere Städte ausgestochen hat, Respekt. Und dat der dem Ford nur wenige Werbesteuer versprochen hat, han mir doch im Stadtrat afgenickt. Er ist keiner von uns. Er ist unheimlich ne Emporkömmling. Je größer der Erfolg, umso mehr Neider, ne? Ja. Hello, my friends. Wir sind heute hier, weil mich Ihr Bürgermeister von den Vorteilen dieser schönen Stadt überzeugt hat und weil ich weiß, dass die Kölner einen guten Job machen. Mit unseres schönes Autos werden sie schneller reisen und können zum Beispiel 2 Stunden früher in Berlin sein. Was soll ich denn 2 Stunden früher in Berlin? Lieber Herr Ford, ich bin davon überzeugt, dass Ford in Köln auch in 100 Jahren noch eine goldene Zukunft haben wird und hoffe, dass Ihre und meine Nachfolger die nötige Weitsicht haben. Good luck. Ja, schöner Lack. In Köln, hier am Ring in Köln, nicht in Berlin, in Köln, läuft jetzt der Ford vom Band. Für 3 Jahre warte Wunder, Automesse in Köln, alles aus dem Hüschen. 2 Jahre später hätte er es geschafft, unsere Adenauer und Berlin war baff. Hält Wort, am Ort, baut jetzt fort, im Akkord, denn der Treue, sie versprechen, Arbeitssaat für uns Staat. Denn der Treue
Und dann, bis du noch 12 Jahre als Oberbürgermeister wiedergewählt wurde. Aber ich habe mir schon damals gedacht, dass es nicht mehr lange gut geht. Adenauer an die Mauer, haben die Nazis gebrüllt. Weil du nämlich dem Führer nicht gefolgt bist. Und in der Jauleitung hatten sie alt beschlossen, dich hinzusperren und uns Konto zu sperren. Das haben sie dann ja auch gemacht. Gott sei Dank konnte ich ja mit Hilfe eines früheren Mitarbeiters fliehen. Ach, Gussi, ich habe doch immer versucht, es alles so gut zu machen, wie ich es gerade gekonnt habe. Und sicher habe ich auch nicht alles richtig gemacht. Aber es konnte mich auch keiner daran hindern, von Tag zu Tag klüger zu werden. Herr Adenauer! Die ganze Familie, wie schön! Ach, Emma, Gussi, wie schön, dass ihr da seid. Ihr wart meine Stützen und mein Glück. Ohne euch und eure Liebe wäre ich verkümmert. Ja, und uns Kinder jürvet ja nicht. Ich will der Mama Emma sagen, dass sie ganz erst Levi hat han, und dem Gussi will ich sagen, dass sie auch ein Jodemann für uns gewesen ist. Ihr habt beide eure beruflichen Karrieren geopfert, für mich und für die Kinder. Die Mama Emma und die Mama Gussi haben dich und uns evens richtig lieb gehabt. Ich muss bei euch beiden vieles wieder gut machen. Und ich weiß, jetzt ist die Situation da. Und deswegen singe ich für euch, meine beiden geliebten Frauen. Seid mir nicht bös, ihr Lieben, wart ihr so oft betrübt. Ich war so oft getrieben, aber euch daran nicht genügt. Doch hätt sich richtig angestrengt, das kann man wirklich so sagen. Und auch der klare, die Stadt und auch das Land dann in so gebrochen hat, in so gebrochen hat, nicht gebrochen. In Himmel nur die Liebe, Herr mit Herrn, so soll es sein. Singen galt am Himmels Liebe, kriegen wir jetzt anders hin. Herr Adenauer, wir haben es geschafft! Ja, was denn? Na, die Sache mit dem Himmelszimmer. Ja, wie habt ihr das denn hingekriegt? Wir haben von Ihnen gelehrt, Herr Adenauer. Nachdem die ganze Zeuge unsere Herrgott daran erinnert haben, was das für ein fantastisches Lebenswerk von ich war. Und nur Freund der Jasperi, all Päpste haben wir ganz jeckfähig gemacht hat. Der hat nur noch ein klein bisschen fehlen. Und da haben wir uns an die erinnert, mit denen man am besten glückeln kann. Echte Freunde. Wir waren bei den Heiligen Drei Könige und haben denen verklärt, worum es geht. Nee. Ja, und
Und die haben direkt verstanden, dass die Knochen schließlich ob ewig im Kölner Dom liegen dürfen. Und dass das für ich hier boven Ohren so Sinn mögt. Sie sind dann stand dabei zum bewerste Chef gebildet und haben ihm gesagt, wann der Adenauer nicht in seinem Zimmer bleiben dürft, mögt er, also der Herr J., ob der Stell all Geschenke rausgeben, die sie ihm damals in Bethlehem gegeben haben. Kasper, Melchior, Balthasar und Konrad, Kölsche Junge standen zusammen. Und hier ist ihr Urkund für das Wohnrecht im Kanzlerhimmelszimmer ob ewig. Gut gemacht. Da soll noch als einer sagen, dass hier im Himmel nicht geklüngelt wird. Und weil sie 1945, als sie noch ans Oberbürgermeister waren, dem Milowitsch dabei geholfen haben, sie Theater wieder aufzumachen, damit der Lück auch wieder jetzt zu lachen hatte, ist er auch höck zum Gratulieren hier. Ja, dann feiern wir jetzt alle zusammen, alle, die immer an meiner Seite gewesen sind, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Himmel und Erd zusammen. Und wir wollen uns eins gemeinsam versprechen. Wir werden das Feuer der Demokratie weitertragen und nicht ihre Asche bewahren. Und unsere Erinnerungen sollen sein wie Laternen. Und sie leuchten uns den Weg in die Zukunft. Hey, ist ne Kölsche Jung, was willst du machen? Hey, ist ne Kölsche Jung und der wird jeden lachen. Hey, ist ob sonst nicht schlecht.